Goedendag mitnehmen. Ik will u vandaag eens een beetje wat in Zandplat vertellen over die Linkspötkes. Dat bünd ja die Linkshänder. Und ich bin auch ein Linkspötken. Und früher hört man ja immer, wenn man ist so eine Tante auf einen Onkel ein Händchen geben muss, dann sagen die Grotenlö, gib das schöne Händchen. Ja, und das was, damit was sagt das rechte Händchen meint. Und als ich dann in die Schule kam, da, aber nee, zu mir habt ihr das eigentlich nie gesagt, gib das schöne Händchen. Ich hab das bloß von anderen gehört. Und als ich in die Schule kam, da sagt die Lehrerin zu mir, was machst du denn? Du schreibst mit links. Ach, das ist aber jetzt gar nicht so günstig. Denn guck mal, wenn du jetzt auf der Tafel mit Kreide, mit deinem Griffelstift mit links schreibst, dann kommst du ja immer mit dem Handballen da drüber und dann verschmiert das ja alles. Könntest du nicht mal für 2 Wochen versuchen, mal mit rechts zu schreiben? Und wenn es dann gar nicht klappt, dann machst du es eben noch mal weiter mit links. Aber denk dran, es kommt auch noch die Zeit, dass wir mit Tinte schreiben. Und das verschmiert dann ja noch viel mehr als jetzt mit der Kreide. Versuch das doch mal und üb auch mal zu Hause. Und wenn es dann gar nicht geht, dann kannst du auch weiterhin mit deiner linken Hand schreiben. Und ich habe dann an Huse versucht, die Handstöckskes zu malen, die Kringels zu malen, die Schlangenlinien zu malen und alles wer putzt und dann die ganzen Riegen noch wer mag. Und noch 14 Tage konnte ich wunderbar mit der rechten Hand schreiben. Und da ist dann auch was mit Biblem. Und was ich davon noch irgendwie zurückgeholt habe, das ist, ich kann ganz gau mit der linken Hand Spiegelschrift schreiben. Da brauche ich gar nicht zu überlegen, wo geht das da noch mit das S mit dem Buch nach rechts auf nach links, das flöt mir einfach alle so ute Finger. Ja, und ich habe dann früher auch gerne malt. Man malen, das mache ich doch was mit der linken Hand. Das ging voll besser. Und ich habe damals auch für meine Mitschülerin kleine Böcke malt, so kleine Bellerböcke. Die gaben mir dann so ein Lyrikheft mit ein paar Buntstifte dabei. Und dann hab ich das an Huse, habe ich eher feine Bellerböcke von malt. Mit Blumen, mit Schmetterlinge, mit Vögel, mit Zwerge und mit Feen und alles, was mir so involl. Und das sucht dann auch richtig nett gut. Und wenn ich das dann noch 4-5 Tage, das Heft wird zurückgegaffen, dann stönder wäre das nächste wichtig für mich. Und dann hatte ich aber das nächste. Wir hatten ja an Huse nicht so viel Geld, dass ich alle 4 Tage nie Heft voll malen konnte. Und für die Mitschülerinnen, ach, das hat mir richtig Spaß gemacht. Und als ich dann neu in den Beruf kam, da gab es bei uns im Büro große Scheren. Damit muss man ja dann auch mithelfen, dass so Musterböcke markt wurde. Und da wurden dann erst so kleine Stoffläppkes utschnitten mit den langen, dicken, großen Scheren. Und die habt ja an einen Griff habt die für Drehfinger einen Grotlock und an der anderen Seite einen Kleinlock für den Dumm. Aber das passt ja nicht, wenn man das mit der linken Hand anpackt. Und da muss ich mich auch umstellen. Und das habe ich dann auch ganz gau gelernt. Man kann ganz gut dann schneiden mit der rechten Hand. Man nähen, das muss ich mit links. Ich weiß nicht, wann ich es mit der Nähnadel in Stoff steck, wo ich dann an der anderen Seite wieder drüber kam. Das wusste ich nicht. Nee, das kommt nicht. Da muss Feingefühl, das muss ich alles mit der linken Hand machen. Und auch so nur von Tage, wenn ich es in eine Apfelschell, auf Kartoffelschell, auf sowas, das muss immer alles die linke Hand können. Und wenn ich dann so eine Soßenläpel in der Hand nehme,
das ist ja bloß für Rechtshänder. Ich hab mir hier ist irgendwer halt und wenn man die, dann habt ihr ja hier so eine Hutgitter und wenn man die in die linke Hand nimmt, dann ist die nur achten Hand. Und das geht ja überhaupt nicht. Das ist ja so unbequem. Es gibt ja für Tage auch aber voll Sachen für Linkshänder zu kaufen. Und als ich es für 10 Jahre eine neue Köcken krieg, da hatte ich alles fein uppmalt, was ich so für Schränke haben will und wo sie alles stehen sollen. Und da sagt ein Köckenverkäufer, ist alles schön und gut, aber die Spüle, die steht falsch. Das Ablaufbrett, das muss nach links und das Becken muss rechts sein. Da muss ich ihm erstes verklären, dass ich ein Linkspötchen bin und dass ich das Aflopbrett nach rechts hinbrug. Wegen hatte ich ja süß immer die Tellers und alles, was ich so abspült habe, für mich hin an die andere Seite stellen muss. Ja, und das suche ich ja dann auch mal in. Ja, und ich lieg's Wasser doch. Alles, was ich nur Neues vertellen will von Tage. Ich bin ja froh, dass ich das damals lehrt habe. Kann beide Hände gut brücken. Ich bin ja nicht gezwungen worden, ich habe das ja freiwillig gemacht. Und damit ist alles war gut worden. So, dann tut ihr noch was hin und gut worden.